eine Ungewissheit leben. Viele Kapitel in ons Leben, wenn du von dir zum Beispiel ein Überschrift schreiben, auf das Kapitel, was du lebst, in deiner Wirtschaft, in deiner Familie, in deiner Ehe, was immer das ist, in deiner Gemeinde, wo willst du den Titel schreiben? Einzige, wo du den Titel rein hast, einzige sagen, weiß Gott, nicht überleicht. Wenn du zu einer Arbeit schreibst, dann mal den Titel haben, dann mal einen Timer haben, ist dort. Was würde der Timer sein, wo der Titel sein, über dort, was du lebst? Das Interessante ist, viele von den Sachen, die wir leben, haben erst modernen sehr viele Jahre Luther einen Titel. Du bist eine ältere Person, Frau 70 Jahre, 90 Jahre. Beschreib mal die Zeit, wo das eine Ansiedlungsjahre oder die Zeit, wo du Hunger bist. Ich kann sagen, dass wir eine Zeit von sehr Horde und sehr Lyrik Zeit. Du würdest vielleicht einen Titel haben für die Vergangenheit, aber was ist die Zeit, wo du durchlebst? Für sagen wir eine Bluesband, wo wir in dieser Situation keinen Titel haben und kein Thema haben für dort. Und das ist mehr. Ein von den besten Themen ans Leben passiert dann, wenn wir noch nicht einen Titel haben. Wenn es vorkommt, wie das Angewässer seht oder dort am Arme, wenn es Gott durchformen wird. Wir sind vielleicht, wir möchten alles unter Kontrolle haben. Und die Sachen, was wir nicht unter Kontrolle haben, wenn wir bloß Leute, ihr habt ein Chaos, und wenn wir Gott die Ehe geben, über dort, was wir nicht Kontrolle haben, dann kann das wahrscheinlich geben. In Hebräer Kapitel 11, Vers 1, da redet auch von dieser Angewissheit, dort wie die alle sehen, da sagt, dass der Glaube, der ist über eine ganz feste Taufe versetzt, also das ist eine feste Hoffnung, ab dort, was wir nicht sein. Und das sind Zweifeln an dort, was wir noch nicht sein können und was wir noch nicht erleben. Deswegen haben viele ein gutes Zeugnis erregt. Also, ich hoffe ab dort, ich kann eine Taufe sagen, ich kicke ab dort, was ich noch nicht sein kann. Manche Menschen sagen, nee, das, weil ich erst sein, ich glauben kann. Einzige Sache, man ich glaube, aber nicht sein kann. So, wenn die Situation, wo du durchlebst, vielleicht keinen Titel haben, das ist alle ein Chaos, glaubst du, dass Gott sich mit dem Chaos weit? Ihr habt den ganzen Chaos gemerkt. Und wenn du dort habt hingekriegt, ihr den Geschmack gemerkt mit dem ganzen Chaos, glaubst du, dein Leben ist ein größerer Chaos aus der ganzen Erdball? Nicht mal mehr. Es ist eine Kleinigkeit für Gott. Und Gott sagt dann, wenn du dort arbeiten willst, warum möchte ich den Chaos? Warum da nicht futzt, dass alle vor dich merken, erstmal, das bietet ihr dann, das bietet Butter, alles dahin anderen her, dass ihr das ordnet. Und für ist uns Leben in sein Kapitel auch so, dass ein ganzes dahin anderen, ich verstehe nicht, was hier passiert. Und dann irgendwann, dann darf das ordnen, wenn du am dort überlässt, so zu gestalten her, nu hast du dann, nu kann ich einmal verstehen, was da passiert. Aber die Kapitel haben für noch keine Nummer. Aber ich sehr viele Jahre Luther. Wenn man dabei ist, dann habe ich nicht die Beschreibung, was trotzdem wichtig bereit sein. Ich bin bereit, dort zu gehen, was Gott von meinem Leben will. Auch dann, wenn ich keinen Titel dafür habe. Auch dann, wenn ich nicht mal einen Timer, weil das hat keinen Timer, das hat tausende Timer. Auch dann, wenn ich keine Sicherheit habe. Aber die Sicherheit, was wir für haben, ist dort, was wir nicht sein können. Der Glaube an eins, das kann ich noch nicht sein. Aber ich glaube ganz klar, auch dann, wenn ich krank bin, auch dann, wenn ich Probleme habe, dann, wenn es ökonomisch nicht funktioniert, dann, wenn es in der Familie nicht funktioniert, Gott ist dabei und ich will wieder Leute Chef sein in der Situation. Ich will nicht abgeben, wenn ich weiß, dass nachher kommt dann noch eins was anderes. Gott will die wieder begleiten, auch dann, wenn er keinen Titel hat, und er hat einen langen Titel von dem, und er kann diesen Chaos selber bringen, dass das eine Oase der Seele für die gibt.